Ja, also Hugo. Bro, den Clip hab ich gesehen, Digga. Dachte ich mir, Alter, Bruder. Ich war kurz davor zu schreiben und drunter, Digga. Also, Bruder. Bro, G-Time hat's nicht gecheckt. Du arroganter So, wir gucken uns kurz den Clip an. Ja, also Hugo ist einfach in den McDonald's gegangen, hat da gestreamt und da waren einige Leute richtig sauer drüber und da meinte ja Hugo am Ende auch, deswegen hasst er Deutschland und so, ne? Und das ist das halt, was Zander und ich auch auf der IRL-Tour von uns dann gesagt haben. So, das hat er gesagt, das war's. So, dann erklärt er noch irgendwas. Bruder, ich habe gesagt, ich hasse, okay, dieses ich hasse Deutschland hätte ich vielleicht nicht sagen müssen, ja, aber ich habe das gesagt, nachdem der Mitarbeiter mir instant, obwohl ich nur nachgefragt habe, ja, easy, können wir raus essen einfach, also können wir einfach raus dann essen gehen, passt das? Hat er mir instant mit Polizei gedroht. Obwohl ich habe am Anfang, wo er gesagt hat, wir sollen raus mit dem Stream, habe ich ganz normal reagiert. Ich habe gefragt, okay, tamam, können wir aber draußen streamen? Meint er, nee, ich rufe jetzt die Polizei. Ja, Bruder, der fickt doch beim Huhn, Digga. Digga, ich habe ganz normal ihn gefragt. Soll er mir einfach Nein sagen und ich wäre gegangen, Digga? Er droht direkt mit Polizei. Ja, natürlich sage ich dann irgendwas auch. Bro, das haben alle nicht gerafft, Digga. Keiner rafft diesen Clip. Digga, die haben aus Mücke Elefanten gemacht. So, das Einzige, was an diesem Clip scheiße war, aber dafür kann ich nichts, ist das, was Luca gesagt hat. Das hätte nicht sein müssen. Luca hat nämlich gesagt, der verdient doch nicht mal so viel, warum gibt er sich so Mühe oder irgendwie sowas. So, das hätte nicht sein müssen, aber das war Luca das gesagt, okay? So, aber Bruder, ich sag bei dem Clip, Alter, alle regen sich drüber auf. Alle Deutschen regen sich drüber auf, ich hasse Deutschland. Was hältst du von so einer elektronischen Musik? Chat und Kugi. Ich brauche Musik, ich brauche normale, in Anführungsstrichen Musik. Ihr checkt, also, normale Musik einfach. Ich weiß nicht. Gesang, ja doch, ich brauche Gesang einfach. Ich brauche irgendeiner, der singt. Katy Perry, ja! Nein, ich brauche einfach Gesang. Das ist krass, ich check White Girl Musik, aber sowas auch todesgeil. Ja, tamam, Bruder, wenn ihr, ich sag nichts, wenn ihr irgendwas, wenn ihr das, ich kann nicht mehr reden, Digga. Scheiß drauf, ich will aufzureden. Dann ist das Handy umgefallen. Und ich habe das Handy nicht so genau im Blick gehabt damals. Und dann habe ich auf einmal gesehen im Augenwinkel, dass das aufblinkt. Und habe gesehen, dass da 7 Anrufe... Oh. Und dann habt ihr ja mitbekommen, habe ich zurückgerufen. Und musste dann los. Fakt ist, dass ein sehr enges Familienmitglied... Sagt die Bohne 10 hat 5, habe ich die Stufe 1 verschenkt. Auf Weltklasse. einer Veranstaltung war und einfach mit einem Aneurysma, was geplatzt ist im Kopf. Oh. Boah, Digga. Ins Koma gefallen ist. Ach du Scheiße. Gleich. Das wussten wir damals, also da noch nicht. Ich bin dort sofort hingefahren. Und das ist natürlich dann schwierig auf so einem öffentlichen Platz, wo viele Menschen sind. War der Not. Aber lebt die Person? Weil, also, Digga, Aneurysma-Platzen ist richtig gefährlich tödlich, Digga. Ja, aber Koma. Ach, scheiße. Boah, Digga, Aneurysma ist richtig gefährlich. Scheiße, Digga. Alles Gute, Bruder. Holy shit. Sieht gut aus, aber kann man nicht sagen, bis sie aufwacht. Boah, ich hoffe, Digga. Boah, Aneurysma-Platzen ist... Ich kenne so viele Leute, die an Aneurysma gestorben sind. Ne, weil ich hatte ja auch ein Aneurysma. Hoffentlich nicht mehr. Haha. Also, das kann immer noch bei mir wieder zurückkommen. Aber eigentlich nicht. Deswegen, Bruder, bei Aneurysma fühle ich nochmal mit, Digga. Nochmal mehr mit. Meine ehrliche Reaktion, wenn mir eine Frau optisch nicht so gefällt. What the flip? Hä? Ein Aneurysma kann nicht verschwinden, sobald er nicht geplatzt ist oder so. Bro. Scheiß drauf, Digga. Chat wieder Arzt, Bruder. Ja, hast recht, Digga. Ich hatte Aneurysma, ich habe keine Ahnung dann. Also ja, im Grunde hat er irgendwie recht, aber eigentlich auch nicht, weil es wurde halt einfach zugeklippt bei mir. Also die sind halt unten reingegangen, die sind hier reingegangen bei mir. Neben meinem Schwanz. Hochgegangen, über so eine Ader. Und haben das dann mäßig zugeklebt. Also, ja. Echt jetzt? Ja. Panzertape. Nein. Nicht mit Panzertape. Nein, so, die haben so was reingespritzt. Also, die haben mäßig das. Guck mal.
Jetzt kommt Paint wieder zum Einsatz. Es gibt 2 Erklärungen, wie ich euch das jetzt erklären kann. Entweder so, also ihr müsst euch das vorstellen wie eine Autobahn und das ist die Ausfahrt und die Ausfahrt darf halt nicht sein, weil wenn da zu viel Blut kommt, dann wird es immer mehr und platzt halt irgendwann. So, ja, und dann wird es irgendwann zu viel und platzt halt irgendwann. Wenn es platzt, dann sieht es halt schlecht aus. Bei mir war es das Glück, dass dadurch... Also ich hatte das, aber ich hatte das Glück, ja, Anführungsstrichen, dass ich epileptische Anfälle bekommen habe, weil ich dadurch wusste, okay, ich hab das. Oder hätte ich keine epileptischen Anfälle gehabt, hätte nie einer nachgeschaut, ich wäre wahrscheinlich immer gestorben einfach. So, auf jeden Fall, ne, wenn da so Blut, also normalerweise geht das Blut so, geradeaus, aber das kann halt auch so Ausfahrt gehen und die Ausfahrt haben die mäßig zugeklebt. So, dann, das ist jetzt mäßig einfach weg. Checkt ihr? Ja, das ist die einfache Erklärung, die ich damals auch als 15-Jähriger bekommen habe. Hab ich schon gesehen. Das ist crazy. Digga, das hab ich gesehen auf TikTok, Bro. Und ich musste 2-mal gucken und hab dann erst gecheckt, fuck, das ist AI. Bro, ich schwöre, ich hab das geglaubt. Ich hab das geglaubt. Ich schwöre, ich hab das geglaubt. Ich bin... Bruder, zu realistisch? Nein, aber das da halt, ja, das war realistisch doch. Was ist das hier? I'm going to hypnotize you and you won't be able to stop me. Clasp your hands together firmly and squeeze hard. Listen to the sound of my voice. In a moment you'll go into a light trance. I'll be controlling your body's movements through the screen. You won't have any control whatsoever. Extend your index fingers so they're about 1.5 inches apart and concentrate on the space between those fingers. I want you to imagine that there is a magnet strapped to each of those fingers, and those magnets are attracted to one another. And slowly but surely you'll see that the space between those fingers becomes smaller. As the fingers become attracted to one another, the fingers get closer and closer, and the gap between your fingers gets smaller and smaller, until eventually those fingers touch, until eventually those fingers lock together firmly. It's a really weird sensation. If this worked for you, let me know in the comments and share this with a friend to see if they can be hypnotized as well. Nee. Aber ich check, wie das funktioniert, weil wenn du so machst, ist irgendwann anstrengend und geht das automatisch so. Bei mir ist es auch ein bisschen so, und dann habe ich wieder so gemacht. Geh auch rein. Kapital Bra-Slots. Das ist crazy. Ist das krank? Was ist das? Oh, das habe ich gesehen, Digga. Bro, da hat einfach jemand on Stream ein Kind bekommen. Das ist geisteskrank. Das ist nicht Toss? Scheint nicht. Der Twitch-CEO war im Chat und hat geschrieben, alles Gute. Du gerade. Du Sohn. Sehe ich dünner aus eigentlich? Mal kurz hier so in die Runde rein. Nee, schade, Digga. Hab aber abgenommen. Ich wieg jetzt, oder ich wieg immer weniger. Ich wieg jetzt 74 Kilo. 74. Bruder, ich wieg immer weniger. Aber ich glaube, das ist meine Muskeln, die welche Muskeln? Du hattest nicht welche. Ich glaube, das sind die Muskeln, die weggegangen sind. Ah, doch. Ich war im Gym. Ich hab Muskelkater. Digga, ich war gestern mit meiner Mutter im Gym und ich war heute mit meinem Vater im Gym. Ich bin gerade dabei, die 2 in diesen Gym-Arc zu bringen. Bruder, ich wieg mit 76 Kilo. Naja. Der Bart steht dir aber ehrlich. Ja? Ich weiß nicht. Digga, ich hab keinen Weihnachtsmannbart. Aber Digga, seitdem ich diesen Bart nicht so richtig hab, das war 3 Tage, war ich die ganze Zeit so. Ich schwöre, dieser Emote kommt, wenn du so ein bisschen Barthaare hast. Ich mach die ganze Zeit so.